schlapp. Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen wieder eine Runde Kunigunde Has-Been Heroes. Wird erst einmal die letzte Runde wäre, weil, ja, ne, ihr habt jetzt, keine Ahnung, 5 Folge gezeigt, wie das Spiel funktioniert, was es ist und so. Und so weiter und so fort. Man schaltet halt noch Charaktere und sowas frei. Gehen wir noch vielleicht noch drauf hin. Erstmal machen wir den Boss und gucken, was es ist. Ich hoffe, dass man eine Packe. Oh, Psycho ist schon wieder Endboss. Diesmal in Gelb. Ich schlage dich mit Blitzen. Wenn du uns drohst, bringt uns das nicht wirklich zum Zittern. Ja, das werden wir schon sehen. Ich glaube, die laufen alle relativ gleich ab. So. Ich würde halt so allererst mal... Ah, okay, ich verstehe. Das da unten muss weg. Also, die Dinger da müssen weg. Und ich gehe mal davon aus, dass der da dann Blitze hinhaut, so wie das aussieht. Komm mal her, der orientiert sich immer richtig, oder? Zack. Ah, ich hätte die Leid noch. Was machen die da? So. Ja. Dann nehmen wir mal ein bisschen. Da ist noch einer. Ich dachte, der ist kaputt. Ne, der ist immun. Das ist immer fies, ne? Shit. Ich hab vergessen zu wechseln. So. Da oben haben wir quasi das gleiche. Haben wir noch irgendwie was? Ja, da hier. Einfach mal Wasser drauf gehauen. Halt. Falsch. Nein. Ich bin noch nicht im Spiel, hier gemerkt, ne? So. Das sieht jetzt erst mal gut aus. So. Ich muss jetzt erst mal runterkloppen, ne? So. Was ist mit den Blitzdinger? Warum gehen dann die eigentlich nicht kaputt? Kann man das mal jemand sagen? Ich meine, das da oben ist doch quasi schon platt, oder nicht? Ja, irgendwie schon, ne? Aber jetzt ist es kaputt. Hat ein bisschen gedauert. Oh, kritischer Schade gemacht. Ja, geil. Dann lassen wir das mal so, wie es ist. Benedor. Lassen wir da unten ein bisschen das Ding platt hauen. Und das Mädel muss da nur auf jeden Fall, ja. Aber weil wir gerade so schön dabei sind. Du bist schon Wasser drauf. Und du bist schon Wasser drauf. Und jetzt gibt es einen Angriff. Zack. So, Mädel muss da runter. Wenn wir mal hoch, kann er ein bisschen so hinkloppen, weißt du? Ich bin am gucken, was ich mache. Leute kaputt mache, das mache ich so. So, jetzt wird versucht. Wenn du da im Vierer. 1, 2, 3, 4. Machen wir so, ne? So. Oben ist schon wieder ein Vierer. Der ist aber ziemlich weit hin. Wir tun aber den da nun. Vielleicht kriegt er das Ding ja platt, ne? So. Jetzt pass auf. Mal ein bisschen Feuer schon drauf machen. Ein bisschen Wasser schon drauf machen. Wasser geht immer, ne? Weil wir haben halt nichts zu tun im Moment. So, du bist tot. Okay, jetzt steht der da in der Mitte. Ich bräuchte jetzt halt starker, habe ich halt nicht.
Musst du halt dran klar, ja? Guck mal, so bei ein bisschen Crit-Schade hat's gibt. Macht er jetzt wieder neue so Zauberdinger? Ich weiß nicht. Ja, macht er. Ich will jetzt erstmal den da unten, der ist am nächsten dran. Und dann machen wir den da oben. Da unten ist einer. Sehe ich aber gerade, ne? So wird sich doch fast rentieren, ne? Hahaha, Doppelkill, ihr Leid. Ja, den da unten wollte ich doch platt machen, ne? So, jetzt haben wir erstmal das Klagenmies so weg. Guck mal, dass wir auf Veneto 4er machen. Ne, da muss schon die da hoch. Das rentiert sich schon gar nicht, oder? Zack, so. So, dann machen wir den da hoch. Und dann da runter. Man kann ja jetzt nämlich so ein bisschen arg greifen, ne? Was wir erstmal so hauen wir den da drauf, einfach weil wir es kennen. Den da lassen wir. Weil der nämlich wieder deine kleine da platt machen kann. So, jetzt pass auf. Benedor, mach mal 4er wieder. Voila, Knopf war der da. So, und der da haut jetzt halt hin, na? So. Sieht gut aus. Sieht gut aus, sieht gut aus. Haben wir irgendwie... Oben ist... Ja, nee. So, wir lassen es doch einfach so. Oben haben wir jetzt 4er, ne? Wir haben noch nichts abgezogen. Was geht denn hier ab? Mal jetzt mal ein bisschen Feuer, oder? Da hin auf den. Zack. Da hinten steht er jetzt. Verbrennt sich der Buckel, ey. Oh, der dauert noch. Jetzt haben wir ihn. So. Armer Kerl brennt doch hinten so leidig rum, ne? Geht ja gar nicht. Zack. Ich hab ihn nur erlöst von seinem Leid, weißt du? Wie? Was war denn das? Ja, das hat irgendwie weil gar kein Ding genommen. Ich weiß auch nicht warum. Gar kein, schade. Schade heißt das Wort, was ich suche. So, da oben sind viele. Ballern wir mal so ein bisschen drauf. Dann machen wir hoch und tun den da drauf machen. Der muss leider weg. Hätte ich dann ja gern genommen für das, aber geht halt nicht, ne? So, jetzt muss der Dreier oben sind. Ist oben. Ah, ich wollte ja eigentlich heller machen, ne? Ja, ein bisschen heller habe ich gemacht. Ist ja jetzt aber egal, ne? Wie gesagt, ist schön. Ich muss die Dinger da aber auch wegkriegen, ne? Weil war nämlich der Fuzzi da alleweil auftaucht irgendwo. Ja, dann los. Wenn der Fuzzi alleweile irgendwo auftaucht, dann haben wir ein Problem. Ach, das ist immun. Jetzt verstehe ich das. So. Jetzt gucken wir. Der ist aber nicht immun, ne? So, da ist wieder einer weg. Ja, er müsste doch schon bleiben. Ne?
mache aber noch ein bisschen so da drauf. So. Okay. Wie sieht's dann da oben aus? Warte mal. Das machen wir mal so, ne? Ich sehe nicht, wie es da oben aussieht. Das ist ein Vierer, der beigeschlappt kommt. Okay, alles klar. So, das heißt ja, dass der da nuff muss. Hoppala. Ja, das sind nur Dreier, habe ich mich verguckt. Der Uli ist der Vierer. Das ist natürlich jetzt ein bisschen dumm. Aber auch nicht weiter schlimm. Weil zuallererst mal, wir haben nichts. Keine freien Zauber leider. So. Es ist aber auch recht dunkel, oder? Vor allen Dingen, wenn ich Pause drücke. Was sind wir dann? Da oben. Okay. Hier habe ich wieder. Da, hopp, zack, das sind lange für dich. So. Müssen wir an die Dinger da irgendwie dran kommen, ne? Komm mal her. Ach, wenn die Dinger angeblitzt sind, sollte man besser nicht drauf hauen, oder wie? Der ist platt, dann lassen wir gleich stehen. So. Wo haben wir dann? Ja, machen wir erstmal so, oder? Langt das noch nicht? Machen wir noch ein bisschen Wassergedönse drauf. So. Das hat man nicht gelangt, genau, für den. Okay. Einfach nur hindrängen, du. Halt. Hoppala. Versehen. Dann machen wir auf 4. Dann machen wir auf 1. Dann lassen wir dann stehen. So ungefähr habe ich gesagt, ne? So, jetzt muss 3er da runter, 2er da hoch und da oben gleich A greifen. Das ist immer noch nicht kaputt. Das kann ja wohl nicht Sinn, oder? Jesus, ne, hey. Guck mal her. Boah, das hat noch nicht gelangt. Gibt's noch einer hinten hoch? Zack. Nee. Machen wir das Ganze so, ne? So. Dann machen wir mal in die Mitte. Und da machen wir Feuerstrom. So, es ist endlich K.O. das Ding da oben. Es hat sich schon eine Weile gezogen, oder? So. Warum lacht denn der so dumm da oben? Da oben braucht man eigentlich ein Dreier, da aber A. Und da unten braucht man gar nichts. Ja, jetzt. Also, wir machen wieder unser alte Zauberdinger. Einfach damit's. Oh, guck mal da. Rechter Trigger. Ist das da, gell? Ne, warte mal, was ist denn der rechte Trigger? Ah, es ist links. Das ist der rechte Trigger. Sorry. Okay, dann da würde ich gerne aktivieren, zwar der Unne. So, was ist denn mit dir jetzt? Was? Was war das? Ich habe keine Ahnung, was das war. Das war Beschiss. Beschiss war's. Und schon gar nichts. Der kleine Dödel wieder her. Guck mal her. Kleiner Dödel, geht mal auf den Sack, so.
So, guck mal, haben wir dann da oben noch. So. Okay, der Vierer brauchen wir da unten. Langt aber nicht. Machen wir das besser so, ne? Er ist nicht. So. So, haben wir noch irgendwie was? Nee. Guck mal hier, ich habe noch einen rechter Trigger, ne? So. Dann nehmen wir mal wieder das da. Und hauen wir da ordentlich unten hin, ne? So. Muss der da hoch. Und kurz warten. Und der da nun. Und dann da eine auf die Map gehauen. Ah, Sicht, das sieht gut aus. So, Sichte. Unten steht noch so ein Blitzding, sehe ich gerade. Okay. Das ist mein Problem gerade, das Blitzding da. Und das müssen wir jetzt halt angehen. Dann lassen wir einfach mal 2 Mal drauf, bitte. So. Jetzt aufpassen. Noch ein bisschen. Ja. So. Dreifach-Kill. Dreifach-Kill, jawohl, ja. Wo hängt's dann, ne? Jetzt muss man noch ein bisschen genießen. Sorry. Sorry, das wollte ich anders da genießen. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Okay. Jetzt haben wir den A gepackt, hey. Das Böse war bezwungen. Gesegnet und gestraft. Spiel das Spiel zweimal durch, hat du gerade gestanden. So. Mädchen, wir gucken mal, wer da innen gesperrt ist. Die Diebin näherte sich dem Kristall. Ah, da bin ich selber innen gesperrt. Uha! Junge, machst du denn nicht weh, wo da drin ist? Junge Mädchen. Das Zersplittern des Kristalls Erschütterte die Unterwelt. Ah, ja, jetzt übertreiben sie aber, oder? Wurde befreit. Plötzlich umgab ein grelles Licht die Helden. Dann erschien der Torwächter mit einem vielsagenden Lächeln. Ein Fluch wurde gebannt und die Seele war frei. Oh, jetzt mach als Dädel auf. Wer ist es dann? Kennt man Frage kommen. War schon lange keine Frage mehr, du. Außer ich. Und ein seit langem verlorener Freund zum Vorschein kam. Ui. Tja, neue Freischaltungen. Das kann so ein bisschen dauern. Geht das schneller? Jo. Nee. Das sind alles Gegner, die man besiegt haben, ne? Und Zauber und noch ein paar Sachen, die man jetzt grundsätzlich kriegen können. Sowas da. Das können wir jetzt, habe ich glaube ich schon mal erwähnt gehabt, beim Händler oder beim Zauberspruchdealer, da können wir die jetzt kaufen. Wir wissen nicht, was es macht. Wir haben nur die Möglichkeit, die zu kriegen. Dann müssen wir sie noch kaufen. Und, Alter, 19 Minuten, das ist ja fast nichts. Dann müssen wir sie noch ein bisschen kaufen. Und wenn wir sie dann kaufen, und dann kann man auch gucken, was sie machen. Jetzt pass auf, Obacht, ich zeige euch das mal kurz. Zauber zum Beispiel, ne? Vorher weiß ich ja nicht, kriege ich auch Fragezeichen angezeigt. Weiß ich nicht, was die mache. Zum Beispiel der da hinten, was ist denn das überhaupt? Berührung des Mieters. Friert das Ziel 6 Sekunden lang ein, stirbt das Ziel innerhalb von 6 Sekunden, hinterlässt es zusätzliches Gold. Fein. Sowas halt. Du kriegst dann halt nur, wenn du den Zauber, bei dem Zauberhändler kriegst, Fragezeichen. Bei dem kriegst du halt die komplett Erklärung. Oder das haben wir sogar gesehen. So. Was ist denn das da? Ostfluch. Okay. Also Kartoffel! Ach, die zieht ja noch Ausdauer ab. Mann, warum sagt mir das keiner? Ich hab das einfach so sicher, ich hab's gar nicht durchgelesen. Ja. So Sache halt, ne? So, dann haben wir halt auch noch die Gegenstände. Die Pilze haben so letztens mal
40 Zauberrücksetzung, das ist schon verdammt schnell, aber dafür, wenn ich ein Zauber schade, kann ich da halt fast halb so schnell wirken, die Zauber, aber halt mehr Schade. Was haben wir hier? Zauberschade um 35%, 15% geringere Geschwindigkeit von Zauberzurücksetzung. Es ist halt immer so, bei Pilze habe ich jetzt so, zumindest die zwei, die wir haben, habe ich so das Gefühl, die sind kacke. Was ist das so? Kritische Trefferchance, maximale Ausdauer. Ach, das soll eine Brille sein. Ich denke, das ist hier ein Büstenhalter. So. Ich weiß nicht, ich gucke jetzt einfach mal durch. Ich meine, wir haben jetzt halt nur 20 Minuten, aber ja, ich zeige euch jetzt noch ein bisschen so. Wir haben, oder ich habe ja, glaube ich, am Anfang, ich kann mich eigentlich ziemlich gut erinnern, die erste Folge, wo ich gesagt habe, hey, das werden wir jetzt ein bisschen spielen und als immer mal wieder, weil ich will das halt nicht bis zum Schluss durchspielen. Ja, es gibt den Schluss, ne, aber haben wir jetzt eine gelbe Pirat platt gemacht. Irgendwann, dadurch schalte ich halt an neue Level frei. Regionen, da guck. Die da zum Beispiel, die haben wir noch gar nicht gespielt. Wir haben jetzt den Friedhof gehabt, der war dunkel, finsterer Wald, fängt es immer an, verschneiter Wald, Vulkanebene, Einöde und der Friedhof. Und jetzt haben wir halt noch die drei da freigeschaltet. Und mit jedem, wo wir freischalten, müssen wir halt in Ends mehr. Ne? Wir haben jetzt, ich glaube, 3 Gebiete gehabt oder sowas. Und dann müssen wir dann halt durch 4 Gebiete, wenn wir es nochmal durchspielen, dann durch 5, dann durch 6. Irgendwann haben wir, ich weiß nicht, ich glaube 6 Gebiete oder so. Ich weiß gar nicht, ist das Maximum. Und dann der Endgegner halt. Das ist dann der richtige Endgegner. Den muss ich dann platt machen. Ja, es ist wieder der Pirat, der halt immer einen neuen Trick drauf hat und verschiedene Dinger. Jetzt hat er Blitz gemacht. Letztens hat er keine Ahnung was gemacht. Gar nichts. Einfach nur so Säule aufgestellt. Jetzt haben die Säule schon Blitz gemacht, Gedönse. Und es ist dann halt eine Mischung aus allem. Und der ist schon ein bisschen härter, ja. Also, dass wir jetzt überhaupt so schnell durchkommen sind und was freigeschaltet haben, das bin ich ja selber verwirrt, dass das so schnell gegangen ist. Was ist das? Achso, ne. Ich will das nicht nochmal angucken. Ich will wissen, was der kann. Irgendwo. Ah ja, Moment. Bin doch falsch. Moment, guck. So, Helden. Dann gucken wir mal, was der da kann. Also das ist jetzt starker. Sieht man ja da. Oh, guck mal da, es gibt da nur 3. 4. Also 3 zusätzliche noch. Da gibt es ordentlich mehr und da gibt es ordentlich mehr. Also. Hoppala. Ich wollte den da vergleichen. 125 bis 150 Treffer. 100 bis 200 Schade. Also schon. Der haut mir hin. 50% schnellere schnellere Nahkampfzurücksetzung. Wirken von Zaubern erhöht den Schaden der nächsten Nahkampfkombo um 30%. Verbrennt das Ziel 2 Sekunden lang, zieht 10 bis 16 Ausdauer ab. Okay. Achso, die Kartoffel hat er automatisch drin. Der hat 100 bis 200 Schade pro Treffer, um 55% schnellere Nahkampfzurücksetzung. Ey, das ist so eigentlich geil. Wirken von Zaubern setzt sofort alle Nahkampfabklingzeiten zurück. Und das ist eigentlich voll geil. Wenn der hat eine höhere Schade, wann er zaubert, aber ja. Verstärkt die nächste Nahkampfkombo. Du verursacht 40 Blitzschaden und ziehst 20 Ausdauer. Das Ding ist eigentlich schon ziemlich überall besser wahrscheinlich, oder? Das Problem ist oftmals, es gibt, glaube ich, auch welche, die machen, der macht ja, wo er Ausdauer abzieht. Und es gibt welche, möglich, dass der das ist, weiß ich nicht, der zieht 2 Ausdauer ab. Und das ist dann kacke, weil dann muss ich eine ganze Kombo an der planen. Aber ja. 1 bis 9 Schaden plus 30 Zauberschaden. 1 bis 15 Schaden. Gesundheitsherstellung. Mag ich halt generell, ne? Wasserschade 50 bis 65. Der hat Schwächung, wenn das Ziel das nächste Mal angegriffen hat, 7 Sekunden lang angeboren. Okay. Alles klar, ne? Ich würde mal das erst mal so lösen. Aber wie gesagt, ja. Es ist halt, ne, Roguelite, du spielst neue Sache frei, es ist mehr oder weniger immer dasselbe, ob das jetzt, ob das jetzt hier, der Friedhof ist oder der verlorene Wald oder so, die Grafik hier dran ändert sich, vielleicht ändert sich ja so noch ein bisschen was, keine Ahnung.
Aber im Grunde genommen ist es immer gleiche. Gegnerplatt haue und so weiter. Aber es macht halt so fetz, weil du schaltst halt ordentlich Sache frei. Ich meine, wie man ja sieht, Kreuzungen, also so, wo du halt, so guck, Kampf, Truhe kriegst, die haben irgendwas Neues freigeschaltet. Was ist denn das da zum Beispiel? Das wissen wir gar nicht. Das ist auf alle Fälle Energiegewinnungsgedönse. Das haben wir ja schon mal gehabt. Sowas da. Nee. Ach so, Lagerausdauer. Das ist wahrscheinlich Lagerenergie, weißt du? Was das ist? Keine Ahnung. Verkäufer für Nicht-Elementarzauber? Keine Ahnung. Verkäufer für Wasserzauber? Ah, wahrscheinlich Blitzzauber, Donnerzauber, irgendwie sowas. Spruchspielerin, noch. So halt, du schaltest halt einen Haufen Zeug frei. Und das Wichtigste ist halt, ich meine, gucke euch das an, wie viel Scheiße das es da gibt, ne? So, und dann, das waren jetzt nur die Gegenstände selbst. Dann hätten wir noch die Zauber, sind auch noch 2, 3, 5, 9, 17. Also es gibt schon ordentlich zum Freispielen. Und wie gesagt, man spielt zuerst frei durch aufgesammelte Seele und bis zum Schluss packe oder halt sterbe, wann du stirbst, komm ich auch in den Himmel und dann sammelt er die Seele in, die du gesammelt hast. Und nur kriege ich halt einfach nur die Freischaltung, aber kein neuer Charakter. Neuer Charakter kriege ich nur durch Durchspiele. Und dann hast du aber halt nur frei gespielt. Das heißt, du kannst die noch nicht beim nächsten Run anwenden. Du musst sie dann erst kaufen oder erwerben oder in einer Schatzkiste finden. So, ich habe jetzt genug gelabert. Jetzt habe ich schon wirklich hier, was weiß ich was, 7 Minuten Monolog gehalten. Guck, insgesamt abgeschlossen, DLC. Es gibt doch DLC. Was? Keine Ahnung. Ausgeführte Doppelkills, Enna. Ausgeführte Triple Kills. Ausgeführte epische Kills. Enna, ah ja, stimmt. Das haben wir, glaube ich, irgendwann im Muge gehabt. Wo Gegner platt waren, da waren noch ein Haufen Gegner auf dem Feld oder so. 4-fach, 5-fach, 6-fach. Ja, ihr Leid. Reicht jetzt an, ne? Wie gesagt, wenn ich alles mal Bock hab, spiele mal einfach weiter. Ich tue es zwischendrin weiterspielen, weil ich hab Bock auf das Spiel. Wenn ich alles mal Bock hab, nichts zu tun hab, tue ich mal zwischendrin halt ein bisschen weiterspielen. Dann schmeiße ich das halt einfach so hin, aber halt nicht immer jede da 15:30 Uhr, wie es bisher ist, weil ich suche mir jetzt irgendwie so ein anderes kleines Spielchen, wo ich dann mal mache. Mal gucken, ne? Aller hopp. Bleibt mir gewogen. Lara freut sich. Das, was jeder jetzt denkt, ich überlebe mir jetzt was anderes. Weil schon hat die Sache Hogen. Das abhält sich. Aller hopp, ihr Leid. Warte mal, ich mache noch ein bisschen heller. Bevor ich dann nächste Mal. Guck mal, ich habe schon die Helligkeit ziemlich weit oben. Aber das war halt schon. So. Aller gut, ihr Leid. Ich sage jetzt mal Tschüss. Mal gucken, was wir morgen spielen. Sehen wir dann irgendwas Kleines Lustiges. Hopp, danke. Tschüss.